Ja, wir fahren heute fort mit unserer Serie über Entscheidungen. Ich wollte dich fragen, hast du schon mal darüber nachgedacht, wer du heute bist, ist auch ein Resultat der Entscheidungen, die du getroffen hast in deiner Vergangenheit? Sie haben die Richtung von deinem Leben bestimmt, vielleicht auch die Qualität, vielleicht zum Guten, vielleicht auch zum weniger Guten. Das heisst, dass unser Leben von unseren Entscheidungen sehr, sehr stark mitbestimmt werden. Und das heisst eben auch, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, grossen Einfluss auf unsere Zukunft haben. Und Entscheidungen spielen eine grosse Rolle in unserem Leben. Der Frank William Boreham, ein bekannter Baptistenprediger, hat mal sehr etwas Interessantes gesagt. Wir treffen unsere Entscheidungen und werden dann von unseren Entscheidungen getroffen. Ich finde das so eine gute, prägnante Aussage. Und das ist genau so. Wir treffen Entscheidungen und nachher werden wir von den Entscheidungen getroffen. Das heisst, jede Entscheidung bringt auch Konsequenzen mit sich. Und darum ist es so wichtig, was für Entscheidungen wir im Leben auch treffen. Und weil wir mit unseren Entscheidungen eigentlich Geschichte von unserem Leben schreiben. Und wir wollen natürlich eine positive Geschichte schreiben. Es ist ja so, dass wir alle, ohne Ausnahme, darum ist auch die Predigt für uns alle, Entscheidungen treffen müssen. Jeden Tag. Das haben wir alle gemeinsam. Und Hirnforscher haben sogar herausgefunden, dass man 20.000 oder mehr Entscheidungen pro Tag trifft. Die meisten von denen sind natürlich, ich sage jetzt mal, unwichtige, unbedeutende Entscheidungen, wie, wann stehe ich auf heute Morgen, ist gut, sind ich aufgestanden, gute Entscheidung gewesen. Oder trinke ich jetzt einen Kaffee oder einen Tee, oder ziehe ich heute die schwarzen Schuhe an oder die blauen, oder einfach so viele Entscheidungen. Aber wir werden im Leben auch immer wieder einfach konfrontiert mit ganz, ganz wichtigen Entscheidungen, die eben grosse Auswirkungen haben. Und wie man schwierige Entscheidungen trifft, das haben wir am letzten Sonntag gelernt, in der Predigt von Manu. Und für all die das nicht gehört haben, ich würde euch sehr empfehlen, die Predigt noch nachzuhören. Heute eben das Thema, wie der Joel schon gesagt hat, wie treffe ich weise Entscheidungen? Und ich habe zu diesem Thema 3 Hauptpunkte. Ich möchte ich kurz vorstellen. Der erste Hauptpunkt ist, ich möchte Gründe nennen, warum wir oft Mühe haben, uns überhaupt zu entscheiden. Dann der zweite Hauptpunkt ist, ich möchte die enorme Bedeutung von der Weisheit beleuchten. Und der dritte Punkt, ich möchte 2 praktische Schritte weitergeben, damit wir weiser werden können. Sind ihr bereit für die Botschaft? Okay, schön sind ihr da. Der erste Hauptpunkt, warum haben wir oftmals so Mühe, überhaupt Entscheidungen zu treffen? Immer mehr Menschen tun sich in der heutigen Zeit schwer, mit Entscheidungen zu treffen. Und einer der Gründe könnte sein, weil wir heutzutage viel mehr Möglichkeiten, Optionen im Leben haben als je zuvor. Wenn ich zurückdenke, als ich aufgewachsen bin, wenn es darum ging, in die Ferien zu gehen, hat es nicht viel Auswahl gegeben. Aber die heutige Generation, sie hat unlimitierte Möglichkeiten. Hey, die können an Ort reisen, Sachen zu sehen. Wir als ältere Generation haben davon nur träumen. Wir hätten uns das auch gar nicht leisten. Oder ich denke, das Beispiel Restaurant. Früher hat man 2, 3 Restaurants zur Auswahl gehabt. Heute gibt es zig Restaurants. Und dann muss man sich sogar noch entscheiden, will ich das Essen jetzt per App heim bestellen oder nicht. Also Entscheidungen, immer viele Optionen. Und wenn man eben sich zwischen nur 2 und 3 Sachen muss entscheiden, ist das einfacher. Es kommt natürlich immer darauf an, was es ist, oder? Also wenn man 100 oder 1000 Möglichkeiten hat, dann wird es schwieriger. Als ich 22 war, bin ich auf Amerika gegangen. Ich habe 2 Jahre dort gelebt. Und ich habe mich selber versorgen. Und ich weiss, wenn ich in diesen Supermarkt rein bin, riesig. Ich bin erschlagen gewesen. Und ich wollte Cornflakes posten. Und dann stehe ich da in diesem Gang, 20 oder 30 Meter lang, und hunderte von verschiedenen Arten von Cornflakes, Cereal. Ja, welche lese ich jetzt aus? Je mehr Auswahl das wir haben, umso schwieriger wird es, sich zu entscheiden. Ein zweiter Grund, warum Menschen immer mehr Mühe haben, sich zu entscheiden, und das betrifft jetzt hauptsächlich die junge Generation, ist die sogenannte Illusion von der Perfektion. Ich finde das sehr, sehr interessant, von dem reden wir heute immer mehr. Und das betrifft eben die junge Generation vor allem, weil wir jetzt die erste Generation haben, die zu 100% digital aufgewachsen ist. Die haben keine Ahnung, was das Leben ohne Handy ist. Keine Ahnung, was das Leben ist ohne Social Media.
Und sie können von dieser Illusion von der Perfektion geblendet werden. Warum? Sie sehen auf Instagram, da werden Bilder gepostet vom makellosen Körper. Wahrscheinlich beim Workout, in einer perfekten Pose oder mit Sixpack inklusiv. Und sie denken, so muss ich aussehen. Oder da werden Bilder gepostet von Ferien an einem paradiesischen Strand, makellos. Und so sind Ferien. Oder sehen wir Bilder von einem romantischen Date. Natürlich mit einem perfekten Sonnenuntergang im Hintergrund. So muss mein Leben aussehen. Und man strebt nach dieser Perfektion. Aber das Problem dabei ist, dass wir immer nur die absoluten Highlights sehen aus dem Leben von den anderen, die ja so erfolgreich, so sportlich, so attraktiv sind. Und viele sehen, das sind eigentlich nur Snapshots, Momentaufnahmen. Das ist nicht das reale Leben. Hey, kein Topmodell sieht im echten Leben so aus wie auf dem Cover von einem Modemagazin. Da ist so viel nachträglich optimiert worden. Die Fotografen wissen, von was sie sich reden. Oder da ist so vieles Fake. Und das Problem, ja, das wir jetzt haben, gerade für unsere junge Generationen, wo eigentlich Jesus will nachfolgen, wo wollen den perfekten Willen Gottes tun in ihrem Leben. Sie meinen, ja, Gott hat einen perfekten Partner für jeden Mensch. Und jetzt stellt euch mal vor, was passiert, wenn nur jemand die falsche Entscheidung trifft und nicht die perfekte Person heiratet. Dann geht die ganze Vorstellung auseinander. Geht alles aus der Fuge. Jemand hat es vermasselt. Vielleicht sitzt du heute da, du bist daheim und denkst, ich bin die Person, die es vermasselt hat. Ich habe die falsche Person geheiratet. Ich möchte bitte keine Hände erheben in dem Moment. Später könnt ihr dann mal die Hand noch heben. Und wegen dieser Illusion von der Perfektion hat unsere junge Generation enorm Mühe, Entscheidungen zu treffen, weil sie haben Angst, dass es nicht die perfekte Entscheidung ist. Und dadurch kämpfen sie mit Unentschlossenheit. Sie können sich nicht entscheiden. Und wissen Sie, keine Entscheidung ist eben auch eine Entscheidung. Und das hat viel, viel schlimmere Folgen, wenn mal eine Entscheidung zu treffen, die nicht absolut perfekt ist. Der Charles de Gaulle, für die ihn noch kennen, der bekannte französische Staatsmann, hat mal ganz etwas Weises gesagt. Folgendes. Er sagt, es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Das ist genau die Problematik von der Illusion, von der Perfektion. Denn es gibt keine Perfektion. Ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt. Nobody is perfect. Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Sie ist mal perfekt gewesen, aber wir haben sie zerstört durch den Sündenfall. Und das ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, es gibt nicht die perfekte Ferien, die perfekte Partner, die perfekte Beziehung. Und darum dürfen wir uns von dieser Illusion nicht blenden lassen. Aber ich möchte euch etwas total Ermutigendes sagen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, da sehen wir etwas so Ermutigendes. Weil Gott immer unvollkommene, unperfekte Menschen gebraucht hat, damit Gottes perfekte Wille hat geschehen konnte. Er hat einen Jakob gebraucht. Einer der Erzväter von Israel. Das war ein Betrüger. Gott hat ihn gebraucht. Und ich denke an Sarah. Hey, die war so ungeduldig. Ich kann ihr so nachfühlen. Ich kämpfe auch mit Ungeduld. Und sie hat nicht warten, bis Gott die Verheißung vom verheißenen Sohn in Erfüllung gebracht hat, sondern sie hat selber gewurstelt und im Fleisch einen Sohn hervorgebracht, Ismael. Aber Gott, hey, hat Sarah trotzdem gebraucht als Mutter dann vom Isaac. Es gibt noch so viele Beispiele in der Bibel. Der David, der grösste König, den sie gegeben hat, hey, ein Ehebrecher war, war ein Mörder. Trotz ihrer Unvollkommenheit hat Gott sie mächtig gebraucht. Und das soll uns Mut machen, einmal eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht ganz so perfekt ist. Jetzt noch ein dritter, letzter Grund. Es gibt x Gründe zum Erwähnen, aber da sind wir auch wieder alle davon betroffen. Der ist, weil wir in der Vergangenheit ganz einfach
unweise, dumme Entscheidungen getroffen hat. Mal ganz ehrlich, wer von euch, jetzt dürft ihr die Hand heben, wer von euch hat schon mal eine Entscheidung getroffen, die er im Nachhinein bereut hat? Ich sage immer, ich habe zu wenig Arme, um alle aufstrecken, all die Entscheidungen, die ich nicht gut entschieden habe. Und wir sagen dann, oh, hätte ich doch damals auf mein Umfeld gehört. Meine Eltern, vielleicht mein Pastor, vielleicht mein Mentor, vielleicht meine Kleingruppe, vielleicht meine besten Freunde. Und hätte ich mich nicht auf diese Beziehung eingeladen. Hey, ich würde heute nicht mit Drogen kämpfen. Oder wir sagen, oh, hätte ich mich doch damals nicht verschuldet, nur weil ich unbedingt das Auto haben müssen kaufen. Oder vielleicht sagen andere, oh, hätte ich mich doch nicht auf das dubiose Geldsystem eingeladen, damit ich an schnelles Geld komme. Jetzt habe ich einen Schuldenberg. Hätte. Wie viel Schmerz ist schon in mein Leben gekommen? Durch dumme, unweise Entscheidungen. Und jetzt, weil wir eben die negativen Erfahrungen gemacht haben, haben wir Mühe, uns zu entscheiden. Es könnte ja wieder die falsche Entscheidung sein. Jetzt die Frage, die wir uns heute zu diesem Thema stellen wollen, ist folgende. Wie können wir in diesem Prozess, weise Entscheidungen zu treffen, wachsen? Ich wünschte, ich könnte heute über das Thema predigen und nach der Predigt oder ab morgen würden wir alle nur noch weise Entscheidungen treffen. Aber ich muss euch enttäuschen, es wird nicht geschehen. Weil das ist ein Prozess. Und der Prozess dauert unser Leben lang. Und Gott möchte, dass wir wachsen in diesem Prozess. Schaut, wir alle, egal wie alt du bist, wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir schlichtweg nicht wissen, was ist jetzt die richtige Entscheidung. Und ich habe mich dann gefragt, gibt es etwas, auf das wir achten können, damit wir weise Entscheidungen treffen? Und ja, das gibt es. Und ich habe herausgefunden, wir alle haben das Problem. Wir haben alle einen Mangel. Eine Mangelerscheinung. Wisst ihr, an was es uns mangelt? Uns mangelt es an Weisheit. Weisheit, und das ist der nächste Hauptpunkt. Wir müssen die grosse Bedeutung der Weisheit erkennen. Und das hat schon der König Salomo gewusst. Wer ist der König Salomo? Ja, ist aus dem Alten Testament. Er war der Sohn vom König David. Und als er König geworden ist, damals hat man, wenn man König geworden ist, Gott ein Brandopfer dargebracht. Das müssen wir jetzt nicht in unsere Zeit übertragen, sondern es geht ums Prinzip. Und als der Salomo König geworden ist, hat er nicht nur ein Brandopfer dargebracht, sondern gerade 1000. Warum? Weil Gott ist ihm so wichtig gewesen, weil er Gott ehren hat, weil er Gott sagen, hey, ich bin so dankbar und ich liebe dich so sehr und hat 1000 Brandopfer dargebracht. Es geht um das Prinzip. Und dann in dieser Nacht ist etwas passiert. Ist Gott ihm erschienen. Und wir lesen in 2. Chronik 1,7. Da sagt Gott zu ihm, was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Wow. Nur ganz kurz, sehen wir den Zusammenhang zwischen, wenn wir Gott über alles lieben, ihn ehren, dass das Gottes Herz bewegt wie nichts anderes? Und der Salomo hat alles haben. Bitte, und ich werde es dir geben. Er hätte sagen, schenk mir Sieg über all meine Finde, für den Rest von meinem Leben. Mach mein Königtum das Größte, was sie ihr gegeben hat. Schenk mir Reichtum, schenk mir Macht, schenk mir Ruhm. Er hätte alles können haben. Und was sagt er? Wie antwortet er zu Gott? Im Vers 10 lesen wir, da sagt der Salomo, schenk mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich gute Entscheidungen fälle. Denn wer wäre fähig, ein großes Volk zu regieren? Hey, er hat um Weisheit bittet. Wirklich? Mögt ihr euch erinnern, für die am letzten Sonntag da waren, hat der Manu gesagt, wir müssen das Wort wirklich mehr einsetzen. Wirklich? Hat wirklich um Weisheit bittet. Hey, er hat alles können haben. Alles. Und Gott war so beeindruckt von seiner Antwort. Er hat gesagt, ich gebe dir nicht nur Weisheit, sondern all die anderen Dinge kommst du auch noch dazu über. Ich habe mich dann gefragt, wenn Gott uns erscheinen in der Nacht, und zu uns würde ich sagen, was willst du haben? Bitte, und ich will es dir geben. Was würdest du dir wünschen?
Würdest du dir wünschen, auch, dass all meine Beziehungskonflikte aufgelöst werden? Oder würdest du dir wünschen, vielleicht einen Ehepartner? Oder dass ich schwanger werden könnte, ein Kind könnte haben? Oder würdest du dir wünschen, dass du den besten Job der Welt bekommst und Karriereleiter kannst aufsteigen? Dass du ein easy Leben hast, ein problemlos, glückliches Leben? Was würdest du dir wünschen? Wenn Gott mir die Frage gestellt hätte, ich hätte ihn nicht um Weisheit gebeten. Und du wahrscheinlich auch nicht. Zumindest wäre es zuoberst auf der Liste gewesen bei mir. Aber der Salomo sagt mehr als alles andere, schenk mir Weisheit, weil er die große Bedeutung von der Weisheit kennt hat. Und so, wisst ihr, Salomo ist zum weisesten Mensch geworden, der je gelebt hat. Und er hat ein Buch geschrieben. Und das Buch finden wir in der Bibel. Das ist das Buch der Sprüche. Ja, wo ist jetzt das wieder? Ganz einfach zu finden. Wenn du die Bibel hast, Altes und Neues Testament, kannst du genau in der Mitte aufmachen. Dann bist du mit zum Buch der Sprüche. Und das Buch ist voll von Weisheit. Voll von Weisheit im Umgang, zum Beispiel mit Geld, mit Problemen, mit Sex, mit Macht, mit Älterwerden, mit Erfolgen, Versagen, was immer. Wo du immer Weisheit brauchst, du findest es in diesem Buch hinein. Und wenn du wirklich weise werden willst, lies das Buch der Sprüche. Vor allem, wenn du ein junger Mensch bist, lies das Buch der Sprüche. Aber es heisst eben schon, im 4. Vers, im 1. Kapitel heisst es, dass, wenn man jung ist, soll man das Buch lesen, damit man viel Erkenntnis und Weisheit bekommt. Es hat 31 Kapitel. Wenn du jeden Tag ein Kapitel liest, kommst du in einem Monat durch. Und wenn du wirklich weise werden willst, mach das jeden Monat. Salomo hat gesagt, Weisheit zu haben, Weisheit zu erwerben im Leben ist das Wichtigste. Wir lesen das in Sprüche 4, Vers 7. Da sagt er, nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise. Wow, ehrlich? In anderen Übersetzungen heißt es, Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben oder Weisheit ist das Allerwichtigste. Ich hätte nicht gedacht, dass die Weisheit so wichtig ist, eben das Wichtigste. Und so oft verstehen wir viel zu wenig, wie wichtig das die Weisheit ist, dass sie eben der Schlüssel ist, eigentlich zu allem anderen in unserem Leben. Die meisten Probleme, die wir haben wir, weil wir keine Weisheit haben. Warum haben wir Finanzprobleme? Weil wir unweise Entscheidungen getroffen haben bezüglich Finanzen. Warum haben wir Beziehungsprobleme? Weil wir unweise Entscheidungen getroffen haben in Bezug auf Beziehungen. In Sprüche 8, 11 sagt der Salomo dann sogar, denn Weisheit ist wertvoller als Edelsteine. Und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht zu vergleichen. Wow. Wertvoller als Edelstein. Wertvoller als wertvollste, was es gibt, als Juwelen, als Diamanten, als Korallen, als Perlen. Was immer das ist, wertvoller. Ich habe euch das Bild mitgebracht vom Pink Star. Das ist zurzeit der teuerste rosa Diamant, den es in dieser Welt gibt. Und dieser Diamant ist für über 70 Millionen Dollar gehandelt worden. Der ist 70 Millionen Dollar wert, ist 11,92 Gramm schwer. Ich habe mal geschaut, 11,92 Gramm in Gold. Wisst ihr, wie viel das ist? Je nach Wechselkurs 700, 720 Franken. Und jetzt sagt der Salomo, Weisheit ist nicht nur das Allerwichtigste, sondern Weisheit ist auch das Wertvollste, was es gibt. Und alles, was du dir jemals könntest wünschen, ist nicht mit der Weisheit zu vergleichen. Ja, was ist denn überhaupt Weisheit? Ich habe ganz eine einfache Definition mitgebracht. Weisheit ist das Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. Weisheit ist nicht Wissen. Wissen kannst du dir überall holen. In der Schule, in Weiterbildungen, an der Uni, im Selbststudium. Du kannst dir jene Titel erwerben, Diplom und so weiter. Und du kannst dir sehr viel Wissen aneignen, aber viel Wissen bedeutet nicht automatisch auch, dass du weise bist. Warum? Weisheit und Wissen sind zwei verschiedene Sachen.
Es gibt Menschen, die haben extrem viel Wissen. Aber sie sind sehr dumm. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Einfach unweise, töricht. Nicht intelligenzmäßig, aber sie treffen einfach dumme Entscheidungen. Und umgekehrt ist es eben auch möglich, dass du vielleicht nicht viel Schulbildung hast. Aber du kannst sehr eine weise Person sein. Warum? Weisheit und Wissen sind nicht das Gleiche. Weisheit ist das Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. Um wirklich weise Entscheidungen zu treffen, brauchen wir das Big Picture. Und das hat eben nur Gott. Das haben wir nicht. Denn das Problem ist, dass wir im Leben oftmals nicht aus der Perspektive Gottes heraus handeln oder entscheiden. Und die Bibel sagt in den Sprüchen 14,12, mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Wir meinen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir lassen uns so oft auf unsere menschlichen eingeben, was wir gerade fühlen. Und wir müssen uns bewusst sein, das sind wir uns leider viel zu wenig, dass das Treffen von Entscheidungen ganz stark von unseren Emotionen und von unseren Wünschen geprägt ist. Oftmals übertönen sie alles andere, jegliche Vernunft oder auch jegliche Weisheit. Darum ist es so wichtig, dass wir an Weisheit zunehmen, dass wir weiser werden, damit wir das Leben, die Situation, wo wir drin sind, aus Gottes Perspektive sehen können. Jetzt noch der dritte Hauptpunkt. Das sind 2 praktische Schritte. Ich nenne jetzt den ersten als ersten und den zweiten als zweiten, aber wir können es auch umgekehrt nennen. Es ist nicht einer ist wichtig wie der andere. Der erste Schritt möchte ich eine Frage stellen. Mit wem bist du unterwegs? Mit wem gehst du? Ich meine jetzt nicht eine Liebesbeziehung. Mit wem teilst du dein Leben? Hört mal, was der Salomo in Sprüche 13,20 sagt. Vielleicht könnten wir das gerade laut lesen miteinander. Wer mit Weisen geht, was passiert dann? Wird weise. Wer mit Weisen geht, wird weise. Und dann geht es weiter. Wer aber mit Dummen verkehrt, dem wird es übel ergehen. Und dann nicht dumm, intelligenzmäßig, sondern einfach unweise, törichte Menschen. Menschen, die nur sich sehen, die ihre eigenen Wege gehen. Hey, wenn du denen nachfolgst, wird es dir übel ergehen. Ihr kennt die Aussage, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ich möchte das heute ein bisschen anders sagen. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wie deine Zukunft aussieht. Sind wir uns bewusst, dass die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, dir entweder helfen oder dir schaden? Du musst vielleicht mal sacken lassen. Die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die helfen dir oder die schaden dir. Es ist nämlich unmöglich, weise zu werden, wenn du mit den falschen Menschen unterwegs bist. Mit wem hängst du ab? Und das ist einer der Gründe, warum wir bei uns in der Kirche unsere Kleingruppen so stark betonen. Hey, wir alle brauchen Menschen, starke Gläubige an unserer Seite, die uns anspornen, die uns helfen, die für uns beten, die mit uns unterwegs sind. Und zwar konstant. Wir brauchen das. Es ist gut, sind wir heute im Gottesdienst und kommen dann regelmäßig in den Gottesdienst. Auch sehr wichtig. Aber ganz ehrlich, eine Stunde oder 1,5 Stunden im Gottesdienst zu sein, ist zu wenig, um diese riesigen Versuchungen, die wir in dieser Welt haben, in dieser gottlosen Welt, um da Widerstand zu leisten. Wir brauchen einander. Und wisst ihr, ich möchte etwas für die Eltern sagen. Das ist genauso wichtig für eure Kids. Unsere Kinder brauchen Beziehungen, sie brauchen Freundschaften. Wie viele Kinder sind schon auf die schiefe Bahn geraten? Ganz einfach, weil sie die falschen Freunde haben. Und darum ist es so wichtig, dass ihr eure Kids mitbringt in den Gottesdienst. Dass ihr physisch in den Gottesdienst kommt regelmäßig. Auch wegen euren Kids. Hey, letztens bin ich auf Besuch bei einer Familie und haben sie mir erzählt,
wie schwierig das für ihre Kinder ist. Sie sind gekommen in den Gottesdienst und alle ihre Gespendli sind nicht mehr rum. Klar, ich weiss, es war Corona-Zeit. Aber jetzt, wir können in den Gottesdienst kommen, wir haben keine Einschränkungen bei den Kids. Bringt eure Kids mit. Es ist so entscheidend, dass sie Freundschaften aufbauen können. Es wird die Richtung für ihrem Leben prägen. Und noch wichtiger, schicken sie in Camps. Hey, wir haben jetzt wieder ein Skilager zwischen Weihnachten und Neujahr für unsere 3. bis 8. Klässler. Hey, dort haben sie gute Leiter um sich herum, dort hören sie viel von Gott, aber auch sie können Freundschaften aufbauen, Freundschaften, die fürs Leben werden haben, wo sie in die richtige Richtung werden mitnehmen. Es ist so wichtig. Mit wem teilst du dein Leben? Mit wem gehst du? Umgib dich mit Menschen, die Gott ehren. Der zweite Schritt ist ganz ein einfacher. Bitte Gott um Weisheit. Es gibt eine Verheißung und ein Gebet in der Bibel, das Gott immer beantwortet. Und wir finden das in einem Brief im Neuen Testament, im Jakobus. Und der Jakobus, das nennt man das Buch der Sprüche im Neuen Testament. Das ist ein praktischer Brief, den man findet im Neuen Testament. Und dort gibt es eine Verheißung. Wir finden die in Jakobus 1, Vers 5. Dort heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wow! Was für eine Verheißung! Gott wird uns gern Weisheit schenken, wenn wir ihn darum bitten. Und das gilt für jede Lebenslage oder Situation. Vielleicht läuft es in deinem Geschäft nicht. Bitte Gott um Weisheit. Vielleicht, hast du Prüfungen. Bitte Gott um Weisheit. Für jede Situation. Aber da ist der Deal. Du musst Zeit mit Gott verbringen, um ihn zu bitten. Es heisst auch, wir sollen die Weisheit von Gott erbitten. Und das Wort von Gott sind 2 griechische Wörter. Para, Theo. Und das Wort Para heisst eigentlich Seite an Seite. Und schildert so schön bildhaft eine ganz nähere Position, unmittelbar neben jemand anderem. Und das Wort Theo ist ganz einfach das Wort für Gott. Und wenn die beiden Worte miteinander gebraucht werden, in einem Satz, wie in diesem Bibelvers, dann heisst das so viel, dass damit eine Person gemeint ist, die Seite an Seite mit Gott lebt. Und das ist die Voraussetzung, dass Gott uns seine Weisheit schenken kann. Dass wir Seite an Seite ganz nah, unmittelbar an seiner Seite leben. Wisst ihr, Gott möchte eine Beziehung haben mit uns. Er möchte mit uns Beziehung haben. Er möchte, dass wir miteinander unterwegs sind. So viele Christen rennen zu Gott, wenn sie eine Not haben. Oder eine Entscheidung treffen müssen. Und Gott soll dann wie ein Automat funktionieren. Oben werfen wir das Geld rein, man drückt auf das gewünschte Produkt und unten soll es rauskommen. Aber sie bleiben nie an Gottes Seite. Näher bei ihm, um von ihm zu hören. Um die Perspektive von dieser Situation aus seiner Sicht zu erkennen. Seite an Seite mit Gott leben. Dann wird Gott uns seine Weisheit schenken. Wisst ihr, ich finde es so schön, neutestamentlich gesprochen. Jesus ist ja unsere Weisheit. Er ist uns zur Weisheit gemacht. Also wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir immer die Weisheit an unserer Seite. Da ist er immer da. In ihm liegen alle Schätze, heisst es im Kolosser, von der Weisheit und von der Erkenntnis. In Sprüche 23, 19 heisst es, mein Sohn oder mein Kind, hör auf mich und werde weise. Hör auf mich und werde weise. Auf wen hörst du? Auf wen hörst du wirklich? Manchmal erschrecke ich, auf was Christen alles hören. Ich denke, was mir alles zugeschickt wird, an Filme und so weiter. Hey, hört auf Gottes Wort, hört auf das, was Gott sagt. Jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen, hören wir Gottes Stimme. Das ist Gottes Reden zu uns. Und wenn wir auf ihn hören, werden wir weise. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen Gottes. Und Gott gibt uns nicht immer Antwort auf all unsere Fragen. Gott sagt dir zum Beispiel nicht, welche Arbeitsstelle dass du sollst
nehmen oder ob du deine Arbeitsstelle sollst wechseln. Du findest keinen Vers in der Bibel darüber. Oder du findest auch keinen Vers in der Bibel, wo dir sagt, diese Person musst du heiraten. Ich bin froh, dass das nicht in der Bibel steht. Aber Gott hat uns versprochen, uns immer Weisheit zu schenken. Also das ist Gottes Verheißung, Gottes Versprechen, uns Weisheit zu schenken. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, in was für einer Beziehung lebst du mit Gott? Lebst du Seite an Seite mit ihm? Denn die Weisheit fängt mit der richtigen Beziehung mit Gott an. Wir lesen in Psalm 111,10: Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Eine andere Übersetzung heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Steht da in den Sprüchen zweimal. Ja, Furcht des Herrn, was heisst denn das wieder? Muss ich mich vor Gott fürchten? Muss ich irgendwie auf Abstand gehen oder kriechen? Nein, überhaupt nicht. Was heisst Furcht des Herrn? Gehen wir nochmal zurück zum König Salomo. Er hat Gott so ein grosses Opfer gebracht, weil er Gott so sehr geliebt hat, weil er Gott so sehr hat ehren und ja, nicht irgendwie Gott klein machen. Und genau das heisst für uns, wenn du etwas so sehr liebst und etwas so sehr willst ehren, dann wirst du darauf achten, dass du ja nichts machst, um die Person zu betrüben. Sondern du willst, dass Gott sich freut. Und das ist, die Weisheit fängt an, wenn man in dieser Art Gott begegnet. Das ist der Anfang der Weisheit. Ich möchte zum Abschluss kommen heute Morgen. Ich möchte uns herausfordern, den Erwerb der Weisheit zum höchsten Ziel in unserem Leben zu machen. Ich möchte den Vers nochmal lesen, aus Sprüche 4,7. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise. Der Vers geht dann weiter und dann heißt es, kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Hey, ein anderer, die tun alles, um weise zu werden, egal was dich kostet. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil es dich mehr kostet, keine Weisheit zu haben. Ohne Weisheit stolpern wir im Leben von einer Katastrophe in die andere. Darum Weisheit. Sag, ich will, dass Weisheit das Wichtigste wird in meinem Leben. Das Zweite, was ich dich herausfordern möchte, umgib dich mit weisen Menschen. Menschen, die Gott ehren. Und ich möchte dich ermutigen, hab den Mut, dich auch von Menschen zu trennen, die dich von Gott wegziehen. Menschen, die Gott nicht ehren. Ich weiss, es braucht Mut. Wenn du wirklich vorwärts kommen in deinem Leben, trenn dich von so Menschen, die keinen guten Einfluss haben für dich. Manchmal sind das sogar gläubige Menschen, die äußerlich gläubig sind, aber ihr Leben stimmt überhaupt nicht überein mit dem, was Gott sagt. Und die dritte Herausforderung ist, wenn du noch keiner Kleingruppe bist, hey, melde dich heute noch an. An der Homepage kannst du schauen, kannst auch jemanden von uns fragen. Geh in eine Kleingruppe, wo du ermutigt wirst, wo du auch eine Ermutigung bist für andere. Und der vierte Punkt, fang an Seite mit Gott zu leben. Wenn Gott stoppt, dann stoppst du auch. Wenn Gott nach rechts läuft, ich laufe jetzt nach rechts, für euch nach links, dann gehe ich mit an seiner Seite. Ich bleibe an ihm, er ist meine Weisheit. Er gibt mir Perspektiven, die ich haben muss, damit ich die richtigen, weise Entscheidungen treffen kann. Was ist für dich die Entscheidung heute Morgen? Möchtest du weiser werden? Wenn wir doch einen Moment einfach still sein vor Gott. Du musst nicht mir eine Antwort geben, aber gib Gott eine Antwort, was für dich dran ist, damit du weise kannst werden, damit du in diesem Prozess weise Entscheidungen zu treffen kannst wachsen. Danke, Herr.
Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, du siehst, was jetzt gerade in unseren Herzen abgeht. Du siehst dort, wo Menschen am Struggeln sind. Hilf ihnen jetzt, wirklich durchzubrechen und die Entscheidungen zu treffen. Damit sie auf Weisheit wachsen können, zunehmen. Damit sie sich mit diesen Menschen umgehen, die weise sind, damit sie weiser werden können. Herr, gerade auch die 100 Gründe haben, warum sie nicht in einer Kleingruppe sein können. Hilf ihnen, Prioritäten zu setzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Herr, begegne du uns allen, ob daheim, im kleinen Saal, in der Zürich Lounge. Du hörst uns, du siehst uns. Danke. Ich möchte noch eine letzte Frage in unsere Mitte legen. Und die Frage ist, hast du die wichtigste Entscheidung in deinem Leben schon getroffen? Die wichtigste Entscheidung. Was meine ich damit? Das ist die Entscheidung, habe ich schon Ja gesagt zu Jesus Christus. Habe ich mich schon entschieden, Jesus zu folgen, wie wir es auch gesungen haben im Lied am Anfang. Es gibt so viele Menschen, die schieben die Entscheidung vor sich her. Sie sagen, ja, weisst später, ich will jetzt für mich leben und später, wenn ich dann alt bin, kann ich die Entscheidung immer noch treffen. Bist du sicher, dass du diese Chance dann noch hast? Ich kann dir niemand garantieren. Und Gott sagt, hey, du bist eingeladen, zu mir zu kommen. Und wenn du spürst in deinem Herz, heute ist der Tag, wo ich die Entscheidung treffen soll, dann triff sie jetzt. Ich würde so gerne für dich beten. Darum wollen wir doch unsere Augen schliessen. Und ich stelle dir die Frage, wer ist da heute? Da im Saal, nebendran, unten, daheim. Heb doch einfach deine Hand, dass ich weiss, für wen ich beten kann. An dem Tag, dass du die Entscheidung triffst, ich will Jesus nachfolgen. Halleluja. Danke. Danke. Bete doch einfach jetzt noch mit mir. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selber gelebt habe. Und dass ich von dir getrennt bin. Aber jetzt kehre ich um. Und ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du Herr bist von meinem Leben. Ich lade dich, ich komme in mein Leben. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Dass ich jetzt mit dir leben darf und ein erfülltes Leben haben. Amen. Amen. Wenn wir doch aufstehen miteinander und wenn wir jetzt einfach Gott einen grossen Applaus geben für die Menschen, die heute die Entscheidung getroffen haben.